Achso. Das war der Spielmannshof Jodrop. So, dazu muss ich Folgendes sagen. Punkt 1 ist also ein bisschen familisch bei der besseren Hälfte. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dieser Musikzug begleitet uns am Karnevalssonntag in den Schul- und Wedelszug. Also schön zuschauen. Wir haben unsere eigene Musikzug dabei. So, ansonsten, ihr habt den Orden schon bekommen von uns. Und aufgrund dessen dürft ihr euch jetzt hinsetzen und dürft den Abend genießen. Wir aber sagen, bitte? Also, wir machen einen. Ja, okay. Also, denn auf den Musikzug, Spielmannszug, Jodrop von 2004, dreifaches Kölsche, Kölsche Sproch, Köln. Dankeschön. Achbar. Also, die Ringelbücher sind jetzt da, sie haben sich sortiert irgendwie und jetzt hört das auch mit der Trommelerei, jetzt wird mitgesungen. Deshalb stammen wir hin. Ne? Und was wir singen, kennen wir auch. Da braucht man ja nichts mit zu sagen. Jedenfalls, womit fangen wir an, Herr Kölsche? Am Dom zu Köln, da kennt ihr doch all. Praktisch all in der Ärm und durch jetzt Schonkel. Der eine oder andere kann es nicht Brötchen hier auf der Teller legen, bis wir fertig sind. Ne? Also, viel Spaß.
das hat er richtig schön gemacht. Also, es geht nichts dran, wenn man in Köln geht, in so einem intime Raum festgehalten. Ihr könnt Leder, ihr versteht Kölsch, was ja immer so einfach ist, ne? Mit unserer Sprache. In Hürth jedes Jahr langsam los, ne? Dass man doch nicht weiß, was man singt und was man erzählt. Aber das ist natürlich hier im Stapelhaus nicht so. Am Dom zu Köln haben wir mit angefangen und jetzt geht es los, ihr wisst das sicher aus eigener Erfahrung. Ich weiß das doch. Ich liege doch auch an der Brüll, denn hier wird es wie und dort.
schon, aber heul doch. Das können sie behalten, ne? Junge, ich sage natürlich. Ja, ich habe auch so eine Knallkopf an der Backe kleben, ne? Oh, der ist ja jetzt Rentner, hör mal bloß auf, ne? Ne, der hätte einen Äs am Wander, ja. Seht ihr jetzt für mich ein cooler Typ? Er hätte Aussehen und Humor. Sag, für den Aussehen aber auch Humor. Der ist so ingebildet, das dürfte gar nicht, ne? Wenn er jetzt schon mittlerweile setzt er sich beim Essen für den Spiegel, damit er sieht, ob er ihm schmeckt. Verstehst du? Ja. Aber meine Damen, ich sage ja immer, schlage deinen Mann täglich, auch wenn du nicht weißt warum, der weiß das. Ja. Ich kann doch noch keinem zu fragen. Ja, ist klar, ich merke. Ich hab nur ein Frauen gegen. Und wenn ich mich jetzt nicht plore, dann könnt mir Drache geschwind. Ich tät für Leber trinken, das würde ich denn damit kenn ich mich aus. Stand Leber in meiner Kneipe, als wie bei dem Drache zu Hus. Ich kann für Leber trinken, denn damit kenn ich mich aus. Stand Leber in meiner Kneipe, als wie bei dem Drache zu Hus. Schönen guten Abend zusammen. Hey, wie hat man? Ah, bist du endlich da? Ich stand hier wie blöde rum. Da fällt dir doch nicht schwer. Liebe, ja, was hast du da so am Kopf? Wie, was hast du da am Das Kopf? Gappesblatt, das ist mir innen als aufgefallen. Hallo, ich habe eine neue Hut gekauft. Das ist ein Rot. Der Verkäufer hat zu mir gesagt, der Hut wird mich 10 Jahre jünger. Aber wer ist da G2 genommen? Poppers! Ihr kennt ja auch. Ja. Die meisten kennen das. Genau von so einem Augenblick hat mir der Franz mit Tränen in den Augen erzählt. Ja. Ich war sie, Anita. Schwarz war die Nacht, die Augen wie zwei Sterne so klar. Schlag auf mein Finger, zwei Füße wie Anita. Jetzt gleich kommt, die Stadt ist nicht mehr weit, mach dich schnell bereit. Ich stehe dir an, das Nummer ein Vokal, du wartest auf die Liebe. Ich will sie finden und alles entdecken, was keiner bisher sagt. Reise wie der Wind, bis die Nacht beginnt. Anita, das ist wieder. Und jeder soll es sehen, wie wir uns verstehen. So packt euch in die Arme, ihr macht das intuitiv richtig. Packt euch in die Arme, schunkelt nach links oder rechts. Weil unser alter Rocker Franz hat das Folgelied extra für seine Anita geschrieben. Und es ist sicherlich das schönste Schunkellied der Welt. Viel Freude! You're my heart, you're my soul. Keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Sing
Mann, sind Sie die Performance-Polizei, oder? Herr Schuster, das kehrt schneller. Schneller. Das kehrt schneller, ja. Schneller. Ich sehe es euch an. Bei der Liedauswahl, der staubt der Laie, ja, und der Fachmann, der wundert sich, ganz klar. Aber ein bisschen Spaß muss sein. Lass die Welt voll Sonnenschein, so gut wie wir uns von der Sinne verstehen, so soll es weitergehen. Und Freunde, ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein, dann singen wir zwei aus uns rein. Ein bisschen Spaß muss sein. Und wir verstehen das sicherlich. So. Ja, jetzt freue ich mich auf den lieben Heidi für Heidi. Er ist geehrt, ne? Also hier Heidi das, ne? So. Kommt rein, Herr Biemann, kommt rein, los jetzt! Kann ich das hören? Sehr schön! Das macht ihr nochmal! Vielen Dank dafür! Über dem Volk muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen sagt man, die darunter verborgen und dann wird was uns nur so wichtig erscheint, wirklich wichtig und klein. Doch ist alles für dich. Leben durchdringt meine Jacke. In der Luft auf die Baracke, in den 14 Stunden ziehen, schillert wie ein Wolken spielen sich darin. Ich wäre gern mitgeflogen. So, ich möchte noch einmal kurz um eure Aufmerksamkeit bitten. Ich stelle euch jetzt den Mann vor am Keyboard. Wir haben ihn gefunden im Sauerland. Und es ist unser Freund, der Heini, der herzliche Hühnerbauer. Ein warmer Applaus für unser Heini, bitte, ja. Letzte Woche flog er raus bei Bauer sucht Frau. Leider, weil er folgende Sätze als einziger unfallfrei vortragen konnte. Ich kann es heute nicht verstehen. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Hast du gesagt? Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Da war auch fort. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Ich möchte, dass ihr mit mir oder verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Doch heute die Sache. Lass mal
So, meine lieben Freunde, bevor wir das Dreigestirn begrüßen dürfen, möchte ich, dass dieser Saal den lautesten Chor erfährt, der jemals um 9:30 hier gesungen wurde. Ich zähle ein. 1, 2, 3. Schenk mir heute Nacht dein ganzes Herz und 3, 2, 1. Laut singen fürs Dreigestirn. Yes! Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige. Ja, was denn? Was dir gefällt. Die ganze Welt. Und wenn du willst, auch noch ein bisschen mehr. Was dir gefällt. Die ganze Welt. Schenk mir dein Herz. Ich schenk dir meins. Nur die Liebe zählt. Vielen Dank, liebe Freunde. Das war's alles. Beziehungsweise die Dreigestirn. Bis bald und tschüss. Rainer, das war ein bisschen stressig jetzt, ne? Kann ich. Komm zu dir. Freut mich. Ja, für Sie heute Abend hier Tacheles. Stellt euch einfach vor, von hinten angefangen, an der Gitarre ist Franz Brandwein. Am Schlagzeug Helwig Maria Pickelmann. Am Bass, das ist besonders von mir, Elvis Massimiliano Maserati. Genau so. Da kannst du auch nur nach 3, 4 Kölsch machen. Am Harmonium Heini, der härtische Hühnerbauer. Und der Frontmann Rainer Schuster. Ihr habt Zeit, ihr habt Danke. So, an seiner Seite ihre Lieblichkeit, die Kölner Jungfrau Stefanie. Stefanie Lepper. So, alle 2, 3 des Dreigestirns sind Mitglieder der Kölner Narrenzucht von 1880, LV. Genau. Prinzenführer des Ganzen, Rüdiger Schlott. Adjutant des Bauern, Volker Marx. Adjutant der Kölner Jungfrau, Karl Theo Franken. Der Chef der Prinzenequipe, Edgar Patzer. Dr. Führing. Hochfriseur Mike Engels. So, ich übergebe jetzt das Mikro an den Bauern.
So ist das, genau. Gut so. Vielen, vielen Dank, dass wir heute hier bei euch sein dürfen. Das ist ja immer wieder erstaunlich. Der Platz ist ja in der kleinsten Hütte und das ist ja eine der größten Bühnen Kölns und wir kommen immer wieder gerne. Das ist doch völlig klar. Scheiß auf Lanxess Arena, auf Gürzenich, das sind die Bretter, wo die echten Jecken sitzen. Es ist immer wieder schön, das ist doch der wirkliche Fastlehr in der Kneipe, auf der Straße, im Fädel. Das sind da, wo all die Menschen sind und das ist auch das, was wir 2/3 im Moment auch leben. Der dritte musste leider gerade wieder Richtung Pullman abbiegen, hatte den Tag über, hat er noch ganz gut durchgehalten, aber irgendwann war die Stimme halt wieder komplett weg und dann haben wir gesagt, komm, leg dich besser wieder hin, das geht ja irgendwann noch auf Rosenmontag an. Und das ist ja dann nur mal der wichtigste Tag für uns alle. Und ich denke, wir zwei werden dann auch ganz gut hier mit euch über diese Bühne bringen. Von daher. Ja, und ich habe mir sagen lassen, der Vicky Junggeburt war eben bei euch und dann wurde mir gesagt, hier kann man sehr gut noch etwas Ruhiges bringen. Die Leute hören noch zu, die sind noch interessiert an dem, was wir da tun. Von daher müssen wir nach einer kleinen Umbaupause hier, würden wir euch gerne unser Kätzchen vortragen. Und ich denke, dass wir das hier ganz gut hinbekommen. Jetzt habe ich eine Hand zu wenig, ich kann sie in der Zwischenzeit noch was schlagen. Ich muss noch stimmen. Kriegst du hin, ne? Wie viele Mikrofone haben wir denn? Jetzt haben wir 4, so viel brauchen wir gar nicht. Wir sind nur zu zweit. Also ich muss ja dazu sagen, mit der Stimme, da müsst ihr euch entschuldigen, wir beide sind jetzt auch nicht mehr ganz so auf der Höhe, aber ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, es reicht. Ich habe vielleicht ein bisschen Kultur für euch. Seid ihr aufnahmefähig? Ja? Ein Rabe ging im Feld spazieren. Da fällt der Weizen um. Das ist zwar nicht Nietzsche, aber kurz. So, dann schauen wir mal, dass man das hier auch einigermaßen hören kann, aber ich denke, das kriegen wir schon gemacht. Hört man das? Wir zwei sind furchtbar talentiert, am Fastelovend interessiert. Und endlich kriegen wir das hin. Zwei stehen von Köln sind. Doch ganz so einfach war das nicht. Nicht jeder spielt direkt damit. Überzeugungsarbeit da und hin. Festkomitee. Die erste Hürde war genommen. Vor Freude waren wir benommen. Uns Narren zum Sportträger hängen und geben alles für uns zwei. Uns Oberbürgermeisterin war auch noch mit im Gremium drin. Hätte uns viel Glück dann so geschickt. Auf jeden Nick. Wir können uns auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Wir stammen ob Kölsche Tradition, so wie auch mancher für uns schon. Besonders stammen wir zwei auch he, als Fans voll hinter dem FC. Das trifft sich eigentlich ganz gut, denn beim FC ist besser rot. Da hält man jetzt der Ball schön flach. Ritterbach. Jetzt hast du weiter. Das Motto mit uns ist ja froh. Das ist nicht jedes Jahr so. Die Zugleitung hat Jon entschlossen.
der Nähl jetzt ob der Kopf getroffen. Denn wenn der He uns pennt so süß, ja, das Jeck vom Kopf bis in de Füß, sind wir voller Freude und Glück von de Söck. An dieser Stelle danke mir uns kräftig unserer Kölschen Schmier, die haben in der Silvesternacht das Jahr ne prima Job gemacht. Doch in Berlin die grüne Jacke hat dran wieder jetzt Kacke. Was rauchen die bloß für ne Shit? Finsterkit. Jetzt haben wir keine Schutzmami. Das steht uns in der Seele wie. Schon wieder tritt ne große ab. Die Jodle sind doch eh schon knapp. Mir danke Jupp für all die Jahre, die Rede, die auch deftig waren. Jen hätte man dich noch lang geholt, Maret Jod. Jetzt trecke mir in Köln, ach jem die Zick doch niemals hin. Als Dreie stehen sie mir echt stolz, denn wir zwei sind aus Kölschem Holz. Doch auch was in der Welt passiert, uns schwer berührt und interessiert. Minsche jedes Jod und Schlecht, doch ma viere, jetzt ist nicht. Ja, gerne. Bitte. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine große Freude, das hier für euch darbieten zu dürfen. So tolle Zuhörer, das hat man ganz, ganz selten. Vielen Dank dafür. Ja, lasst uns ausrufen. Noch das ganze Schmölz hier auf der Dom im Stapelhaus auf die KG für Kölsche Sproch. Drehen auf den Netze. Kölle! Allah! Dom im Stapelhaus. Allah! KG für Kölsche Sproch. Allah! Sehr zum Wohle. Danke. So, komm ich nochmal. Wir tauschen. Nee, das ist anders. Deswegen. So, wir haben ein kleines Geschenk für euch. Eine Tasse mit unserem Logo drauf und der Veranstaltung heute. Einfach auch, damit der Kaffee dann wieder wach bleibt immer. Ne? So, für jeden von euch. Zwei gestürmt. So. Nee. Der kriegt auch eins. So, dann bekommt der Rüdiger bekommt eins. Eine für den Prinzen, der Rüdiger mit. Und für den Prinzenführer. Der Rüdiger. Nein, für den Prinz. Sehr gut. So, und jeder bekommt unseren Orden. Der Prinzenführer, was ist? Schön. Und Abmarsch! Yeah.
des Kölner Karneval. Jutta Garsten, bitteschön. Wir sind hier und überall. Wir sind schneller als der Schall. Immer jung und immer am Ball. Die ersten grauen Haare, der erste Hexenschuss. Ob Waren steif vernattet, das ist doch kein Verdruss. Die Brille auf der Nase macht uns so interessant. Wenn wir noch alles können, dann ist doch alle Hand immer jung und immer am Ball. Wir sind hier und überall. Wir sind schneller als der Schall. Immer jung und immer am Ball. Jawohl, Applaus. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für den netten Applaus, meine lieben Damen und die seelischen Belastungen, die Sie mitgebracht haben. Draußen wird es Frühling und wir kribbeln und im Gesimse. Ja, und ich freue mich, dass ich heute Abend dabei sein darf, meine lieben Damen und Herren. Woanders war auch nichts los. Und ich habe gedacht, was sollst du jetzt im Bett? Da trifft man so wenig Bekannte. Fährst du mal wieder in das Stapelhaus, das sind lauter nette Menschen. Lauter nette Menschen, fühlen Sie sich wohl. Lauter nette Menschen. Wissen Sie auch, warum es auf der Welt mehr Menschen als Affen gibt? Weil es im Bett wärmer ist als auf den Bäumen. Ja! Ja, ich bin froh, dass ich hier bin. Wenn ich mich hier ja so umgucke, vor allen Dingen unter den Männern, sind ja zum Teil lauter Scheinheilige in der verspäteten Midlife-Krise, ne? Wissen Sie, was das ist, die verspätete Midlife-Krise? Wenn man sich nachts wie 18 benimmt und dann am Morgen wie 118 fühlt. Ja, das ist die verspätete Midlife-Krise. Ich kenne prominente Männer in der Midlife-Krise. Die machen ihre Enkel jetzt selber. Ja. Männer sind wie Osterhasen. Flott, flink und sexy, aber wer glaubt schon an Osterhasen? Ich freue mich, dass wir uns so gut verstehen, gleich auf Anhieb, meine Damen und Herren. Ja, lachen Sie auch, wenn der neben Ihnen sitzt, nicht lacht. Vielleicht ist der doof. Ja. Angelegenheit. Ich muss immer ganz alleine hier raus. Auf die Bretter, die meine Welt bedeuten. Ja. Sie haben immer gut lachen da unten. Sie sehen hier nur ein dummes Gesicht. Ja, nee. Aber wie gesagt, sind ja lauter nette Menschen. Ich bin froh, dass ich hier bin. Gestern dachte ich könnte gar nicht kommen. Das ging mir gar nicht so gut. Da lag ich noch mit 39 im Bett. Ich kann Ihnen sagen, das war ein Gedränge. Aber heute Morgen, als mich der Peter Müller nochmal anrief und sagt, bleibt auch dabei. Kommst du auch heute Abend ins Stapelhaus? Da habe ich mich wieder, wie man bei uns in Köln so schön sagt, auf das Söckchen macht. Und hier bin ich nach wie vor eine Frau im besten Mannesalter. Und ich finde mich schön. Ich finde mich schön auch mit Brille. Wenn eine Frau eine Brille trägt, dann
größer als die Eitelkeit. Und eitel sind wir Frauen doch. Auch wenn man nicht mehr so gerade so jung ist. Eitel bin ich. Ich gucke jeden Morgen in den Spiegel. Ich habe mir sagen lassen, wer jeden Morgen in den Spiegel sieht, der ist nicht eitel, sondern mutig. Eine junge Frau muss schön sein, um geliebt zu werden. Eine reife Frau muss geliebt werden, um schön zu sein. Meine Damen und Herren. Der Peter Müller hatte mich länger nicht gesehen. Da kam er raus zu mir und sagte zu mir, hör mal, ich kenne dich jetzt so lange, wie alt bist du eigentlich? Och, sag ich näher, mich so wie 70. Sagte Müller, aus welcher Richtung? Also, so sind die Männer ja, ne? Die werden auch nicht mehr jünger. Peter, du wirst auch nicht mehr jünger. Für junge Männer ist die Liebe ein Abenteuer, für ältere Männer ein teurer Abend. Ja, und die Frauen haben es ja schwer. Also viel schwerer mit dem Älterwerden als die Männer. Ne? Die Männer haben damit keine Probleme. Die haben ein Plaid oder ein Rotzbrems. Eine vorübergehende Erscheinung. Oder der Vertreter für Seegras. Wir Frauen haben es schwer. Wir Frauen sollen denken wie ein Mann, uns benehmen wie eine Dame, aussehen wie ein junges Mädchen und schuften wie ein Pferd. Meine Damen, habe ich nicht recht? Und die Männer sind wie ein Porsche. Das Image stimmt, aber die Technik ist veraltet. Für die Männer so schön machen müssen, meine Damen. Wissen Sie das? Weil bei den Männern das Auge besser entwickelt ist als der Verstand. Jawohl! Deshalb haben die Männer auch keinen Busen. Die können so eine Doppelbelastung nicht ertragen. Anstatt bei Ihnen haben das Bläschen da. Ja, ich muss doch mal mit Ihnen anstoßen. Ja, vielen Dank. Ich muss doch mal, darauf, dass wir uns so gut verstehen, muss ich doch mal anstoßen mit Ihnen. Und die Luft ist hier so lecker warm. Und ich bin so hoch geschlossen. Früher habe ich mehr gezeigt. Heute zeige ich nicht mehr, heute lasse ich suchen. Stehe ich abends auf der Bühne und ich sehe ein Parodier. Dann betrachte ich die reizenden, charmanten Damen hier. Und dann ziehe ich Vergleiche mit den Damen hier im Haus. Und fast jeder der Vergleiche fällt zu meinem Wunschbild aus. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde mich schön. Ich habe so was Schönes wie mich noch gar nicht gesehen. Der Mund und die Nase, die Augen, das Haar, das wirkt so exotisch, so ganz wunderbar. Die klassische Linie und auch das Profil erinnert an eine Prinzessin von Nil. Und dann ist man rückwärts im Spiegel gesehen. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde mich schön. Ja! Viele junge, hübsche Mädchen finden einfach keinen Mann. Ich bin dreimal schon geschieden und fährst doch jetzt noch an. Kritisieren auch am Tage meine Liebe und so. In der Nacht, wenn alles dunkel, werde ich glatt wie Brigitte Bardot. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde mich klug. Und das ist sehr gut so. Es gibt dumme genug. Ich sage meinem Mann auch, ganz frech geradezu, du fielst auf mich rein, Schätzchen. Ich war klüger als du. Wenn ich ihn so reize, dann kriegt er die Wut. Dann wird er hochrot und das kleidet ihn gut. Dann küsse ich ihn zärtlich, ich verstehe noch. Ich kann mir nicht helfen, ich finde mich klug. Ich kann mir nicht helfen,
Ich finde mich apart. Ich bin mal was anderes. Eine ganz andere Art. Die Venus von Milo hat nur einen Arm. Ich habe zwei. Die war kalt und ich habe Scham. Was ist Ihnen lieber? Eine Venus aus Stein? Oder so eine Schuss wie mich, was meinst du? Das muss nicht so sein. Wer das überlebt hat, der wird sich verstehen. Ich bin ja so klug, so apart und so schön. Ja! Ich bin ja dafür bekannt, dass ich die Männer gerne durch den Kakao ziehe. Es gibt nur zwei Kategorien von Männern. Die Pessimisten und die Optimisten. Die Pessimisten sagen, alle Frauen sind verdorben. Die Optimisten sagen, hoffentlich, ja. Aber trotzdem bin ich der Meinung, ohne Männer kein Vergnügen, keine Lust und kein Pläsier. Ohne Männer keine Wonne, denn sie sind der Schöpfung Zier. Ohne Männer keine Falschheit, Eifersucht und Niedertracht. Ohne Männer keine Hochzeit und auch keine Hochzeitsnacht. Ohne Mann muss ich nicht fragen, wann ich morgen wieder koche. Ohne Männer wäre es bequemer, aber lieb sind sie ja doch. Ohne Männer gibt's kein Streiten um das liebe Wirtschaftsgeld. Ohne euch, ihr Herren der Schöpfung, wären wir alle nicht auf dieser Welt. Das musste mal gesagt werden, meine Damen. Applaus für die Männer. Yeah. Dankeschön. Aber ich habe auch für uns Frauen ein Chansonchen mitgebracht. Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, kaum ich meinen Augen traue und keine Ton bring ich heraus. Vor Schreck, oh weh, oh Graus, da hat sich doch wieder über Nacht so ein süßes kleines Fältchen breit gemacht. Wie kann man sich davor bloß retten? Die sind ja schlimmer als die Kletten. Ist der erste lacht mal ab, werden die Komplimente klapp. Ich find sowas allerhand. Männer, wenn man dann mal kann. Ja, das hab ich denn nicht alles schon probiert. Gemischt und Hütchen sicher schwirrt. Doch der Erfolg war stets gering, das macht nix. Darum ich dieses Liedchen sing. Lacht den Menschen ins Gesicht. Dann sind die Jahre nicht. Ich doch auf den anderen Mist. Ich nehme das Leben, wie es ist. Jawohl. Haben Sie schon mal wie ich probiert? Quares Honig mit Zitrone verrührt. Frische Gurkenscheiben ins Gesicht. Nur den Erfolg, den sah ich nicht. Da kaufte ich mir eine super Creme. Davon könnte ich 3 Wochen leben. Nachher habe ich meine Fältchen gezählt. Und keines hat gefehlt. Der erste Lack mal auf, wenn die Komplimente klappen. Ich bin so an meiner Hand, doch ich in das Leben, wie es ist. Finden. Ja, ich bin ja auch nicht mehr die Allerjüngste. Da fällt mir gerade ein, ich war neulich in der Sauna. Da kam ich eine alte Bekannte. Die hatte ich länger nicht gesehen. Die war ja nicht so alt, aber die war auch so inzwischen so erweicht wie ich. Aber wir hatten uns länger nicht gesehen. In der Sauna. Und wir saßen uns so schön gegenüber, haben uns nett unterhalten und ich habe sie immer beguckt. Und dann habe ich gedacht, ich habe sie ja lange nicht gesehen. Jetzt muss ich es aber noch mal fragen. Ich sage, hör mal, eins verstehe ich gar nicht. Oben bist du dunkel und oben bist du weiß und unten dunkel. Ja, sagt ihr, unten habe ich mich ja nicht geärgert. So ist das Leben, meine Damen und Herren. Ich kenne mich da aus.
Auch was die Männer betrifft. Die Männer haben nur zwei Dinge im Kopf, das andere ist Geld. Wir Frauen müssen immer mit dem Mode gehen. Die Männer gehen mit den Modellen. Wir wollen in der Liebe Romane erleben, die Männer Kurzgeschichten. Männer sind wie Tee. Man muss sie langsam ziehen lassen. Neulich sagt jemand zu mir und hinterher den Beutel ausdrücken. Ja. Männer sind auch die Zigaretten. Anmachen, genießen, wegwerfen. Deshalb habe ich auch wieder keinen. Ich laufe wieder im Freigehege herum. Ich suche einen kapitalen Bock. Wie heißen Sie? Stefan. Gehört der Stefan zu Ihnen? Ja? Schläft er dann schon durch? Schläft er schon durch? Ja? Für den Stefan könnte ich alles tun. Für den Stefan würde ich Steine tragen. Bis 6 Karat mit Mehrwertsteuer. Er sagt immer, die Ehe ist eine Lotterie. Ich bin doch in der Lostrommel. Ich habe meiner Freundin erzählt, ich würde so gern wieder heiraten. Sagte sie zu mir, wenn du so gern wieder heiraten willst, meinst du, dass du dann besser hast? Ich sag, besser vielleicht nicht, aber öfter. Meine Freundin ist geizig, was Männer betrifft. Die ist so geizig, die geht mit anderen fremd und den eigenen Schuss. Männer sind wie Wolken. Wenn sie sich morgens verziehen, kann es noch ein schöner Tag werden. Ich war auch mal verheiratet, hat mich mein Mann mal gefragt, hör mal, hast du während unserer Ehe auch schon mal mit anderen Männern geschlafen? Nee, habe ich gesagt, geschlafen habe ich nur mit dir, bei den anderen war ich immer was. Ja. Stefan, hallo da. Richtige Männer lieben Kurven. Nur Hunde mögen Knochen. Ja. Gefall ich dir, Stefan? Findest du mich sexy oder 5,5? Findest du mich sexy oder 5,5? Sexy, komm mal rauf. Komm mal. Lieber Stefan, weißt du, was eine Sexbombe ist? Hilf mir weiter. Nein, weißt du, was eine Sexbombe ist? Nein. Das dachte ich mir. Eine Sexbombe ist ein Sprengkörper, der von einem Blindgänger begleitet wird. Liebespärchen streicheln sich von früh bis in die Nacht, weil es ihnen unwahrscheinlich lieb und gute macht. Und auf lauter Vorsicht, dass man sie nicht hören kann, stellen sie dabei das Radio an, Stefan. So was Schönes machst du nie mit mir. Weißt du, das ist gar nicht nett von dir, gar nicht nett von dir. Oh, Stefan, weißt du, das ist gar nicht nett von dir. Warum tust du sowas denn mit mir? Wenn ich ihn besuche, spielt er lustig mit dem Hund, kriecht dabei am Boden rum und meint, das wäre gesund, lässt ihn über ein Stöckchen springen und gibt mächtig an, wie ein ganz verliebter Dobermann. So was Schönes machst du nie mit mir, nie mit mir, nie mit mir.
Stefan, ich finde das ja nicht nett von dir. Warum tust du sowas nicht mit mir? Deine Fuhr bringt mich doch mal außer Rand und Band. Guck dir bloß den Müller an, da wackelt auf der Wand. Wenn das ganze Haus dann auf der zweiten Stockwerk schaut, wissen alle, dass er sie verhaut. So was Schönes machst du. Weißt du, das ist gar nicht nett von dir. Warum tust du sowas nicht mit mir? Jeden Monat lässt er schön sein Auto reparieren. Alle Teile extra lässt er Öl und Fetten schmieren. Alles wird gewaschen, durchgepustet und gepflegt, bis das alte Auto sich bewegt. So was Schönes. Weißt du, das ist gar nicht nett von dir? Warum tust du sowas wie mit mir? La 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 la. Ich wünsche dem Stefan eine ruhige Nacht. Meine lieben Damen und Herren, mein liebes Publikum, ich habe das große Glück, in diesem Jahr 66 Jahre zusammen mit dem Südboss Hans auf den Brettern zu stehen, die wirklich die Welt bedeuten können. 66 Jahre. Davon haben knapp 20 Jahre einen Mann gehört, mit dem ich viele Rundfunk-Quizsendungen in Berlin, beim Rias Berlin gemacht habe, und zwar mit Hänschen Rosenthal, wenn Sie sich noch erinnern. Es war eine wunderschöne Zeit. Und wenn es ganz besonders schön war, und Sie waren für mich heute Abend ein sehr nettes, sehr freudiges, sehr aufmerksames Publikum. Wenn es ganz besonders schön war, dann bat er mich schon mal, noch mein Akkordeon noch einmal auszupacken. Ich möchte Ihnen jetzt ein kleines Sahnehäubchen spielen. Nicht nur für den Humor, auch für etwas anderes, so ein aufmerksames Ohr halten. Vielen herzlichen Dank. Und ich muss Ihnen noch sagen, machen Sie es wie ich. Freuen Sie sich des Lebens. Es ist später, als man denkt.
Ich bin 85 Jahre und stolz darauf. Bin nicht mehr jung, doch charmant, trag kein Bikini mehr am Strand, bleibt ihr wieder. Dafür eine Brille, die mich weise macht. Bin keine 17 Jahre mehr, doch das stört mich gar nicht. Bin ich sag echt, ich hab dein Herz auch mitgefleckt. Bin keine 17 Jahre mehr, doch das stört mich gar nicht. Wenn ich sag echt, ich hab dein Herz auch mitgefleckt. Peter, du sollst das Salz in meiner Suppe sein. Oh. Stefan, du sollst der Klapper deiner Bluse sein. Du, Peter, bist für mich wie Sekt am Morgen, wie Aspirin für meine Sorgen. Peter, du sollst mein Tachzahn sein. Ich habe fertig. Hat euch der Vortrag gefallen? Soll die Gusta noch einen kleinen Nachschlag geben? Bitte? Dankeschön. Ja, ich war auch schon mal verlobt. Ein Verlobter ist ein Vorarbeiter. Der Ehemann ist ein Zwangsarbeiter. Der Hausmann ist ein freier Mitarbeiter. Der Pastor ist ein Schwarzarbeiter. Ein älterer Herr ist ein Schwerstarbeiter. Und der Playboy, das ist ein Facharbeiter. So, den nehme ich nachher mit nach Hause und mache ihn kaputt. Es ist Liebe, wenn man lange Unterhosen übersieht und wenn man die beiden Schlupfen nicht aus seiner Nähe flieht oder wenn er so laut schnarcht, dass man die Nächte machen muss und ihm trotzdem seinen offenen Mund verschließt mit einem Kuss. Es ist Liebe, wenn ich geistige Getränke für ihn kaufe und wir die dann aus dem Sprechen blick ich strahlend zu und auf, häng ich an den Lippen meiner Schwiegermutter, wenn sie spricht. Das ist Liebe, Peter, alles andere nicht. Es ist Liebe. Schon der eine Krankheitskur wie jedes Jahr. Und er tut's, obwohl er weiß, dass es doch immer sinnlos war. Und er nimmt es hin, wenn ich zu Unverträglichkeiten neige und ihm oft in schlechter Laune meine dritten Zähne zeigt. Es ist Liebe, findet er die Haut an mir noch schön und glatt, auch wenn sich im Lauf der Zeit der Faltenbuch verdoppelt hat. Und er küsst mir morgen zärtlich meine Fettcreme aus dem Gesicht. Das ist Liebe, Freunde, alles andere nicht. Es ist Liebe, mit ihm alle Fußballspiele anzuschauen. Und hinterher, da helfe ich ihm den Schiedsrichter verhauen. Denn da Zärtlichkeiten nicht das Kapitel unterzählen. Und mich auch nach 20 Jahren noch leidenschaftlich quälen. Stefan, es ist Liebe. Presse ich ihm noch täglich seinen Knoblauchsaft. Weil er glaubt, dass Josef erhält ihm seine Manneskraft. Und wenn ich dann seinen Atem trinke, verzieh ich kein Gesicht. Stefan, das ist Liebe. Alles andere nicht. Auf diesem wunderschönen Abend heute Abend ein Dreifaches von Köln. Günter Gasten.
Kölsche Sproch. Eins will ich noch sagen, ich darf den Orden schon mal geben. Die Jutta Gassen war in den 1950er Jahren neben Trude Herr die einzige Frau, die sich in den von Männern dominierten Karnevalswelt behaupten konnte. Das macht sie heute noch. Denken Sie daran, freundlich des Lebens. Moment, hallo. Ein mit mir sehr langer Zeit gut befreundeter und beliebter Kollege, und zwar Herrn Schenk, hat dazu folgendes Liedchen geschrieben. Es ist alles nur geliehen. Ja, auf dieser schönen Welt, es ist alles nur geliehen. Jeder Reichtum, jedes Geld, es ist alles nur geliehen. Jede Stunde voller Glück. Musste eines Tages gehen, lässt er alles. Alles. Hier zurück. Super, danke schön nochmal. Damit ihr mal hört, was wir hier so im letzten Jahr alles aus dem jungen Mann rausgeholt haben, würde ich sagen, der könnte uns ein allein singen, oder? Gut. Dann lasst der Lied singen, weil ihr alle kennt. Da müssen wir aber schön mitsingen, ne? Der ist sehr schüchtern. Der braucht noch ein bisschen Zuspruch. Ne? Pass auf. Ich glaube, das kennt ihr auch. Das Lied kennt ihr auch. Die ganze Welt hab ich gesehen. Ich wollte nur weg, woanders hin. Ich war jung, hat's wenig Geld. Ich wollte wohin, wo es mir gefällt. Alle Gründe, das bin ich nie. Wusst mich das nicht, was mich so liebt. Doch mit Sehnsucht von der Tat. Ich höre mich an von vorn an. Wer ich jetzt kennt, kann mitsingen. Wenn am Himmel die Sterne tanzen und der Gott singt Gott gespielt, ja, dann weiß ich, dass ich daheim bin, ja, daheim bin, wie am Wind, wenn am Himmel die Sterne tanzen und der Gott singt Gott gespielt, ja, dann weiß ich, dass ich daheim bin, ja, daheim bin, wie am Wind. Du müsstest sie mal hören. Sie singen mal besser wie du. Kein Kommentar. Und hier wandert und weg ist Hoffnung. Minche Jung und minche Kummer. Es stößt vom SP für immer hin. Doch dann merkst du, ich böse.
Ja, wer Pilot, oder? Oder eben, ja. Aber der will immer den neumodischen Kram singen. Man nennt ihn auch den Andreas Gabalier von Köln. Also eigentlich sieht er mir aus wie Justin Bieber, oder? Oh ja. Ja, mit der Frisur, mein lieber Herr Fabrikarbeiter, echt. Die ist abgerutscht. Ja, ich sehe, aber wie? Den Prozess willst du. Also nicht schön. Aber das Lied, was er gerne singen möchte, ich sag ja, der ist so schüchtern. Der traut sich nicht wirklich. Und der Heiner auch nicht. Aber ich glaube, ihr habt das schon mal gehört. Vielleicht. Yori, 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 Die kennen das. yori, 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 Was man will, ne? Happy Hour, mitten in der Nacht. Sexy, alles Tanz, alles los. 40 Grad am Dancefloor. Hurra, sagst du in mein Ohr. Was ist denn Hurra, was wäre denn da dazu? Mach mal Hurra, vielleicht die Augen zu. Da mach mal Hurra, Sternmarsch sehen. Sag mir, wie soll das gehen? Text für alles. Yori, 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 du hast du gesagt und aber wie geht noch was und du gib mir was, wenn nur du für mich los. Ich und du und nur der Mann schaut zu, dann sagst du, hula balu, hula balu, hula balu. That's it. Achtung, Hexenschüssel kommen von ganz allein. Was ist denn Hula Balu, sag mir wo, kommt es her? Ich schreib mal Hula Balu, was ist das? Bitte sehr, ich glaub der Hula Balu ist nicht aus jugendfrei. Du sagst so, was ist schon dabei? Jodi, 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 der ist in zweiter Zeile. Du bist selber schuld, wenn du mich morgen mit dem Rollator auf die Bühne bringst, mach Finger so. Gerne. Du hast gesagt und du, aber ich geh doch raus mit du, gib mir was, wenn nur du für mich los. Ich und du und nur der Mann schaut zu, dann sagst du, hula balu. Du hast gesagt und du, aber ich geh doch raus mit du, gib mir was, wenn nur du für mich los. Ich und du und nur der Mann schaut zu, dann sagst du, hula balu, letzte Runde. Yori, 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 und wir singen weiter. Yori, 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 sehr gut, danke. Völlig muss urteilen, singen und jetzt nachher wird das ganze Jahr kann ich verdienen und das nächste Mal. Denn der Frechdachs, der kommt nicht von ungefähr. Ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich schon spät. In der Schule war es heute sehr stressig. Ja, heute Morgen hat man weg um 4:30 Hallo gesagt, ne? Ich glaube bei dir nicht. Ja, ich bin ja Musiker, ich stehe etwas später. Um 11:30. Er hat zu viel Freizeit, der Mann. Hallo? Wisst ihr nicht? Das nächste Liedchen ist ein wunderschönes Liedchen für alle Damen, eigentlich die Maria heißen und die nicht so heißen. Oh, Liedchen. Ja? Marie oder Maria? Und höchstens sage ich ja, heute heißen alle Frauen Maria. Tut mir einen kleinen Gefallen, macht noch ein kleines bisschen mit, freue mich drauf.
Inge, das Ding steht mal wieder. Küsschen, komm. Das Schöne ist, das können sie alle mitsingen, ne? Schlimm ist zwischendurch, muss man überklatschen, das ist gut. Wenn ich so zusammen so ein bisschen laufen mir die Mädchen immer hin und was kann ich dafür, dass ich so sehe, denn ich schon so Schlummi und den Bär Tag und Nacht so richtig große Liebe, selbst bei Liebe immer nur das eine, ich bin anders als die anderen, ich will noch so viel mehr. Leg mal hin, ich bin kein Mann für eine Nacht. Leg mal hin, das habe ich noch nie gemacht. Leg mal hin, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Was haben sie mir nicht alles schon versprochen? Doch wenn Frühstücks laut ich kann erregen. Wie oft kannst du dir mit erzählen Worten? Wie so oft will ich drohen. Mein Körper ist mir dafür viel zu schade. Nein, ich lasse mich nicht mehr benutzt. Ich kann sie nicht mehr hören, diese Frage. Ja, mal zu dir oder zu mir. Leg mal hin, ich bin kein Mann für eine Nacht. Leg mal hin, das habe ich noch nie gemacht. Leg mal hin, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Jetzt können alle mitsingen, wir singen auf Holländisch. La 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 la. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Leg mal hin, das habe ich noch nie gemacht. Leg mal hin, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Also, wie richtige Wege, das kriegt noch nachspielen, ne? Ihr seid sauber, vielen lieben Dank. Ja, wie ich eben schon ansatzweise erwähnt, ich habe viele Jahre als Frontmann von einigen Kölner Bands gesungen, bevor ich schon vor 3 Jahren entschieden habe, das viele Geld, was man als Musiker verdient, nicht mehr teilen zu wollen. Und da kam ich. Nee, du kannst später. Du kannst später. Der kriegt aber nichts. Der ist noch in der Lehre. Ne? Wie lange dauert eine gute Lehre? Wie lange bist du jetzt dabei? Ja, muss noch 2 Jahre. 4 Jahre bin ich dabei. Ich muss vergiss das. Das Schöne war, das habt ihr gemerkt, auch ich bin eigentlich sehr zurückhaltend und
Hallo? Bisschen nett. Bei meinem ersten Konzert in Köln, vor 3 Jahren solo, habe ich mir dann einen prominenten Kölner dazu eingeladen, der mich dann moralisch und auch musikalisch unterstützt hat. Das war dann der liebe Willi Milovic. Der hat mir... Ja, war Jungs. Wieso das? Die hatten gerade eine Eigentümerversammlung auf Milan. Da hatte der Zeit, da ist der vorbeigekommen, ja. Genau. Hätte er nur 2 Lieder mit mir gesungen, das war aber schön. Dann wohnt er wieder fort. Und seit der Zeit behauptet der Vogel die ganze Zeit... Wie hast du mich gerade genannt? Eine liebe Futzemann. Ja, gut, ja, also. Behauptet der junge Mann auch tatsächlich, er hätte den Milovic gesehen? Ja, fand ich auch. Ja, das war der ja nicht, das war der Oliver Hoff, der kam als Milovic, das war alles, pass auf. Aber singen davon kannst du, oder? Richtig. Dann doch mal das, pass auf. Vielleicht kennt er das auch. Mit dem Lied vom Kölschen Jung. Ich bin gefällt von Jung und der war fast 100 Jahre alt. 54. Und der König hat und dieses Anstand zu machen, er wie Musik verlangt. Und wenn sie singen, es stimmt das Liedchen vom Husar, die Arena ist am Boden. Ich höre mich nicht in das Gewölbe, wenn man dabei ist, wenn Fußenlos und Deutschen von der Seele. Ja, da ist ich hab der Milovic gesehen, der stund in der Luft dafür. Und war ich ganz selber so, mit dem Lied vom Kölschen Jung. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mit dem Lied vom Kölschen Jung. Völlig fasziniert durch den Mann nach unten an. Wie hätte er das gemacht? Er ist fertig, doch wir wollen noch ein Lied. Und wie? Komm in der Heste noch weiter. Verdammt, das stimmt mich völlig unterstunden. Zuerst kann ich noch nie geholt. Er singt, ich bin der Kölsche Jung, ja, aber auch mit allen zu kriechen. Das fragt mich an, so selten, was soll ich an der Milovic gesehen, der stund in der Luft dafür. Und war ich an, so selten, was soll mit dem Lied vom Kölschen Jung. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mit dem Lied vom Kölschen Jung. Wie läuft's mir jetzt? Ich glaube, hier jede Lüge antwortet. Dann singen wir jetzt noch zusammen, würde ich sagen. 3 und 4, oh! Ich hab der Milovic gesehen, der stund im Köln dafür. Und war ich ganz so selber so, mit dem Lied vom Kölschen Jung. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mit dem Lied vom Kölschen Jung. Mit dem Lied vom Kölschen Jung. Dankeschön. Ja, heute sind wir hier im Stapelhaus auf einer Sitzung, Kölsche Nostalgie-Sitzung. Und was haben wir heute noch? Da ist auch ja nichts, ne? Was haben wir heute? Valentinstag, ne? Aber nicht nur das, an einem Valentinstag hat auch immer ein besonderer Mensch Geburtstag, und zwar ist das die Lebebar. Vielleicht erheben wir uns mal kurz vor die Stühle, damit wir mal vielleicht ein kleines Ständchen für meine lieben Vater singen können. Er heißt unter anderem Liedchen. Wunderbar, so schon. Und jetzt singen
immer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Victor. Happy birthday to you. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Stapelhaus auf die Nummer 6 am Auto. Die Dämmerung wird langsam, wird kalt doch Zunge, wenn ich wieder weg, schalt dich fest in der Nacht. Das Leben kann so schön sein, ich sag dich gern. Und spät am Morgen, der Moment war es fast wurde. Das Leben ist perfekt und ich glaube die Geschenk. Wir leben in der Liebe und Stimme. Und spät am Morgen, wenn es düster wird, ja, man mit am Ringen und luren uns noch an. Raphael, hast du ein Mikro kaputt? Ist okay? Das war die Gruppe Pappelapapp für euch hier heute Abend. Aber ich glaube, einen habt ihr noch, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Publikum was Fleeje. Wollt ihr noch einen hören? Nee, da war wir ein bisschen schwach. Also, nochmal. Wollt ihr noch einen hören? Ja, dann. Aber nochmal anders. Wollt ihr was Schnelles oder was Langsames? Schnell, langsam, dann machen wir zwei nochmal. Ja. Was noch zwei? So
So, dann lassen wir uns noch mit der nächsten Nummer verabschieden und loben uns die nächsten 3 Minuten schön um. Kölsche Fleeje.
So. So. Achso.